Heute fangen wir mit etwas an, was wir nicht selber gemacht haben, mit dem trotzdem mit sehr beachtlichen Versenken von rechtsradikalen Spendengeldern. Kennt ihr die? Ja, das war nicht so ihr Jahr. Sagt euch der Begriff Sea Star etwas? Kennt wer die Sea Star? Das ist ein Boot, das die idiotische Bewegung gechartert hat, um vor der libyschen Küste Flüchtlingsabwehr zu betreiben. Und die Geschichte können wir euch einfach nicht vorenthalten. Also, Philipp, wo startet man, wenn man Europa verteidigen will? In Rom? Nee, in Djibouti. Dort mietet man sich ein Schiff mit mongolesischer Flagge von einem verurteilten Betrüger aus Schweden. Aber die Crew, die ist europäisch, oder? Nö, die kommt aus Sri Lanka. Dann kann es losgehen, vor die libysche Küste Menschenrechtler jagen und Migranten abwehren. Fast. Erstmal musst du deine Papiere für Schiff und Crew haben. Sonst wirst du vom Suezkanal gestoppt. Okay, aber die Papiere bekommst du ja schnell in Ordnung. Dann geht's los vor die Küste von Libyen, Migranten abwehren und Gutmenschen jagen. Nö, dann geht es erstmal nach Zypern, Nahrungsmittel besorgen und tanken und Teile der Crew abladen. Ja, an Bord waren neben der Stammbesatzung auch 20 tamilische Azubis. Die haben für die Überfahrt bezahlt. Und die sind dann, und Philipp, die sind dann also in Nordzypern ausgestiegen und nach Hause geflogen? Nee, die haben da Asyl beantragt. Moment. Also die haben in Djibouti 20 Tamilen an Bord genommen, von denen Geld genommen und sie nach Zypern gebracht, wo sie Asyl beantragt haben. Was ist das nochmal? Ist das nicht Schlepperei? Ja, deswegen wurde der Kapitän auch festgenommen. Und was sagen die Identitären dazu? Eine gemeine Intrige der Gutmenschen-NGOs. Sollen wir uns dazu eigentlich jetzt bekennen? Aber auch das bekommt man irgendwie wieder in Ordnung. Also, dann geht's jetzt los vor die libysche Küste, Migranten jagen. Nein, da muss man sich erstmal eine neue Crew auf Sizilien holen. Dumm nur, dass die Bürgermeisterin von Catania die Sea Star nicht einlaufen lassen will. Aber auch das kann man irgendwann noch geregelt kriegen. Ja, also Nazis getankt, jetzt geht's los Richtung Libyen, Gutmenschen versenken. Tatsächlich. Hier hat die idiotische Bewegung 4 Tage NGO-Schiffe verfolgt. Und dann? Dann sind sie in Seenot geraten. Haben einen Notruf wegen Manövrierunfähigkeit abgesetzt und dann kam die Sea Eye, also eins dieser Rettungsschiffe dieser Gutmenschen, die man eben noch jagen wollte. Läuft. Ein voller Erfolg. Danach haben sie 5 Tage später haben sie dann den Einsatz abgebrochen und eben genau das gesagt, ein voller Erfolg. Und was ist dann mit dem Schiff passiert? Die Reise ging weiter vor die Küste Kataloniens, aber die Behörden verweigern das Einlaufen in alle Häfen. Zitat: Wir wollen keine fremdenfeindlichen Schiffe in unseren Häfen. Erst nach der Intervention des Roten Kreuzes hat Barcelona dann entschieden, die Sea Star einlaufen zu lassen. Grund war der schlechte Gesundheitszustand der Besatzung. Die idiotische Bewegung ging von Bord und flog nach Hause, nach Italien, Frankreich, Deutschland. Zurück blieb die tamilische Crew ohne Bezahlung, ohne Essen. Sie musste vom Roten Kreuz versorgt werden. So, und wir haben jetzt, exklusiv zeigen wir es hier das erste Mal auf der Konferenz, uns wurden Videos vom Einlaufen des Schiffes im Hafen von Barcelona zugespielt. Ich glaube, es wird gut gehen. Also das ist wahre linke Politik. Keiner anderen NGO ist es im 2017 so effektiv gelungen, rechten Netzwerken in Kontinentaleuropa gigantische Geldmittel zu entziehen und sie im Mittelmeer zu versenken. Wir reden hier von weit über 200.000 €. Dafür einen besonders verächtlichen Applaus für die Eselsbewegung in Deutschland und Europa.